Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion. Mein Name ist Corby und mit dabei heute hier mit mir im Bone Temple der Mike. Hi Mike. Servus und Habitäre da draußen im Boner-Tempel. Haha. Eigentlich ist es echtes Wunder, dass du die mit mir hier reintraust, weil der erste Teil, so wie man bei unserer 300. Folge sehr ausführlich hören durfte, hat dir ja gar nicht gefallen. Ja, nein, nicht gar nicht. Er hat ja schon massive Probleme gehabt. Betonung auf massiv. Ja, ich hab mir da nochmal angeschaut, so in Vorbereitung, weil er ist jetzt bei Netflix drin. 28 Years Later, den kann man ja überall schauen. Und ich hab mir dann auch nochmal da, weil ich mir gedacht habe, hey ja, manche Filme, die wachsen dann, wenn man es nochmal schaut. Beziehungsweise halt dann vielleicht profitiert ja auch der Bone Temple davon, wenn ich diesen Vorgänger nochmal mir rein tue. Und wie gesagt, nach wie vor, der Film hat absolut geile Momente. Er ist sehr emotional. Weiß manchmal nicht ganz, wo er hin möchte, meiner Meinung nach. Und hat halt ein paar Sachen dabei, die ich einfach nicht mehr sehen kann, im Punkto Walking Dead, im Punkto The Last of Us. Lauter so Sachen, diese Tropes, die man schon 1000-mal gesehen hat. Der Film möchte was nicer und nimmt doch wieder nur den alten Cast her. Und dann kommt der Bone Temple. Bam. Und das war so ein Ding. Der macht es wieder anders. Der macht es anders, aber es ist schon wichtig, bei dem ersten Teil, also 28 Years Later, ja, zu erwähnen, dass der Schluss schon zumindest alle wieder geeint hat. Das war Mist. Ja. Es war nicht so Mist gewesen, wenn die Inszenierung nicht so extrem drüber gewesen war. Weil dieser Bone Temple das alles über den Haufen schmeißt. Nicht, dass diese Jimmys, die da vorkommen, dass die da total drüber sind und total abgefuckte Wichser sind. Aber wie die inszeniert sind, ist komplett anders wie diese letzten 3 Minuten im 28 Years Later. Ja, da haben sie wahrscheinlich halt gerade einen Wandertag gemacht und haben Langeweile gehabt oder so. Also es ist auf jeden Fall sehr beruhigend, auch wenn der Film überhaupt nicht ruhig ist, dass die schon mehrere Schritte nochmal davor weggegangen sind. Ich weiß ja auch nicht genau, wer diesen Schluss von 28 Years Later gemacht hat, ob das auch schon die Nia da Costa war, die ja jetzt die Regisseurin von The Bone Temple ist. Glaube ich nicht, weil diese ganzen Spielereien, die 28, ich sage jetzt nur Years. Ihr wisst, wenn ich sage Years, dann muss ich immer den ganzen Scheißtitel sagen. Diese ganzen Spielereien, die Years drin hat, die schenkt sie der Bone Temple. Diese ganzen, wie sagt man, Bullet-Time-Effekte, die spart sie, diese ganzen Zwischensequenzen mit den Boots, dass ich dann noch bestimmte Filmszenen mit drin habe aus Mittelalterfilmen oder irgendwie sowas. Diese ganze Spielereien, den ganzen Scheiß, den ganzen Ballast, Lost Bone Temple ganz einfach weg. Und deswegen glaube ich, ist das einfach diese Inszenierung von dieser Da Costa, weil die geht an die Sache einfach herkömmlich ran. Die ist ein ganz normal inszenierter Film und nicht mit so viel Spielereien gespickt wie Years. Und was ich halt auch cool finde, nicht nur, dass er die Geschichte weiterführt, ja, sondern dass die ja höchstwahrscheinlich tatsächlich den gleichen Bone Temple für beide Filme hergenommen haben. Die sind back-to-back draht, also das war alles dasselbe Set, dasselbe, geil. Weil dasselbe Jahr vielleicht sogar, wo der draht worden ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt's da mal ein richtig cooles Making-of, weil das nämlich schon sehr imposant ausschaut. Also es würde mich schon interessieren, wie es das so gemacht haben. So sehe ich immer gern. Auf jeden Fall ist es blöd jetzt, weil jetzt müssen wir auf den 3. Teil ewig warten, der ja nicht im Anschluss gleich draht worden ist, weil die jetzt eben schauen wollten, wo es mit Teil 2, dem Bone Temple, da rauskommt, finanziell. Der 3. Teil hat aber jetzt schon grünes Licht und jetzt ärgern sie alle, dass man nicht gleich mitdraht hat wahrscheinlich. Aber Corby, soll man mal die Leute überhaupt verzeihen, um was es in dem Film überhaupt geht? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kann sein, dass sich der ein oder andere Hörer hierher verirrt hat, sie gedacht hat, ja, irgendwie alle reden über den Film, aber ich weiß überhaupt nicht, um was geht's denn eigentlich in 28 Years Later? Also mit davon abgesehen, wenn sie da einer verirrt hat, dann macht's Pause. Schaut euch den Bums an. Also wer Years nicht gesehen hat,
braucht mit dem Bone-Tempel nicht anfangen. Also bei uns sind wir im Kino gesessen, die haben das nicht gewusst oder Ding, da schmerzt die tot. Also bis das jemand erklärst im Kino, das ist ein Unding. Wie gesagt, und da jetzt der Film bei Netflix ist, schaut sich den Bums an, geht's ins Kino und hört dann die Folge an. Macht's das. Du bist bloß. Jetzt so, ich soll es jetzt. Ich soll es erklären. Also, du warst schon drin. Ja, okay. Ich moderiere. Also, okay. Dann, ich moderiere. Jetzt pass auf. Na, jetzt mag ich Der nicht mehr. Film- Jetzt erklär's ich. So, pass auf. Du saufst doch. Mach. Also, der Film geht los, nahtlos eben an den Years, wie es der Mike so liebevoll sagt. Wir sind in dem mit Wut-Virus verseuchten England unterwegs und treffen auf die Jimmys. Und die Jimmys sind verschiedene 30-Jährige, die einen Jungen bei sich haben, den kennen wir, das ist der Spike, der war im ersten Teil schon mit dabei. Und da sieht man dann, wie er in diese Gruppe mit aufgenommen wird. Und diese Gruppe, die beten Satan an. Das ist jetzt also nur kein richtiger Spoiler, weil das wird eigentlich ziemlich früh klar, dass die alle echten Schlag haben. Und die morden sie nicht nur bei diesen zombie-ähnlichen Menschen durch, sondern die massakrieren halt auch alle. Also gleiches Recht für alle. Auf der anderen Seite haben wir diesen Bone-Tempel, den wir auch schon aus dem ersten Teil kennen, mit dem Ian Kelson, Dr. Ian Kelson, gespielt vom Ralph Fiennes oder wie manche Leute fälschlicherweise behaupten, Ralph Fiennes. Und der wiederum, Das müssen Deppen sein. der wiederum spielt sie mit dem Samson. Und der Samson, den kennen wir auch aus dem ersten Teil, ist einer dieser berüchtigten Alphas, also einer von den ganz großen Wut-Virus-Viechis, der einen richtig großen Riecher hat. Das war unter anderem einer der großen Kritikpunkte von Mike. Und diese lustige Truppe fügt sich irgendwann in diesem Film zusammen und mehr braucht man eigentlich jetzt da zur Handlung gar nicht so groß sagen. Wir werden in dieser Folge spoilern. Ja. So, ich lasse das jetzt mal so sacken für alle, die jetzt gerade im Auto sitzen und sich denken, Gott sei fix, ich kann nicht so schnell umschalten oder auf Pause klicken. Deswegen, ich habe es jetzt schon mal gesagt, ihr hattet jetzt ein paar Sekunden Zeit, was anderes zu tun. Ja. Und jetzt verrate ich nämlich nur, dass dieser Dr. Kelson nämlich versucht, den Samson irgendwie zu heilen. Der ist nämlich seit Jahren am Spekulieren, ja, warum haben die denn diesen Wut-Virus und wie kann man denn das Ganze heilen? Und ja, da erzielt er die ersten Erfolge und tanzt mit dem Samson durch den Bone-Tempel. Wo es sehr strange ist. Ja. Das ist wirklich so Cheech und Chong Bromance im Zombieland. Sitzen sie da und haben voll high und schauen den Mond an oder die Sterne oder so. Das war direkt herzig. Mike, gibt's irgendwas, was ich nur vergessen habe, was nur wichtig war zur Handlung? Na, das haut schon hin, das passt schon. Hast du gut gemacht. Was hat jetzt dir besser gefallen? Bist du eher der Years-Verfechter oder sagst du, Bone Temple war besser oder beides ein Guss? Was sagst jetzt da du zu der ganzen Gaudi? Für mich ist beides Guss. Es gibt Elemente in Years, die fand ich einfach mega geil. Das mit dieser kleinen separierten Insel, dann gerade diese Szene, wo Vater und Sohn dann dem Alpha vor dem weglaufen und mit den Lichtern, dann diese bedrohliche Stimmung auf der Insel. Das hat mich alles sehr stark an The Last of Us erinnert. Und das liebe ich, das ist echt cool. The Bone Temple wiederum setzt da nochmal eins drauf. Da gibt's halt eine Gruppe Jimmys, die kennen nichts anderes. Die sind in dieser Welt groß geworden. Und für die ist das überhaupt kein Problem, dass da so Zombie-ähnliche Typen rumlaufen, weil die werden halt einfach niedergemetzelt. So ist es halt. Ja. Und weil sie halt Satanisten sind, ist das auch für sie absolut okay, dass man halt dann da irgendwelche Leid massakriert, quält, häutet und es ist alles echt verrückt. Ja. Weißt du überhaupt, warum das die Jimmys sind? Weißt du das, warum? Ja, sie erklären es ja, weil es ja da auch irgendeinen Jimmy gab, der... Das Jimmy Savile. Jimmy Savile? Savile. Okay. Das war damals ein riesiger Star in UK.
den haben es alle geliebt, was ich so mitgekriegt habe. Bei uns ist der eigentlich so nicht bekannt, nicht, dass ich wüsste, mir sagt der gar nichts, aber das war ein riesengroßer Star und da hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass das ein richtiges Monster war. Also ich sage jetzt mal einfach nur ein Sexualstraftäter. Wer mehr über den wissen möchte, der schaut einfach noch. War ein ganz böser Typ. Und den haben sie unser Haupt-Jimmy hat sie den quasi zum Vorbild genommen und findet den so cool, dass er gesagt hat, hey, und ich glaube nämlich, dass das auch so ist, dass der das nie mitgekriegt hat, diese Enthüllung, dass der Typ so böse war, aber für den war halt das der Star und dem eifert er quasi noch und so entsteht diese optische Referenz an dass der Kult dann quasi so ausschaut. Ah, okay. Ich habe gedacht, das war ein Satanist und das war relativ Nein, eben nicht. bewusst, aber ja, stimmt ja, weil er wählt ja diesen Weg, als er 8 war oder so, also Ja. noch relativ jung. Und abschließend wollte ich nur sagen, The Bone Temple hat eine richtig geile Szene drin gegen Ende des Films, wo ich jetzt schon spoilern kann, dass das mein Top wird von diesem Film. Okay. Und das hat den Film nochmal stark nach oben katapultiert. Ah, okay. It's the 666, the number of the beast. Ja, weil schön. Also, wie gesagt, dieser Film der lässt so viel weg, was der ihr Vorgänger aufgebaut hat. Es wird sich bloß noch auf wirklich 2 Parteien konzentriert. Im Endeffekt läuft dieser Handlungsstrang mit dem Spike auf die Jimmys und die Jimmys ziehen dann mit dem Spike, der dann nach einem Initiationsritus, habe ich das jetzt richtig gesagt? Keine Ahnung. Ja. Aufgenommen wird bei den Jimmys und mit denen dann mordend und lustig um die Häuser zieht. Und in Gegenschnitten sehen wir dann quasi den Dr. Kelson. Ja, das klangt. Also, wie gesagt, es läuft alles auf dieses Treffen hinaus, dass diese 2 Parteien sich dann über den Weg laufen und was dann alles passiert und so. Ja, hat mir wirklich um einiges besser gefallen. Diese Jimmys, die da mordend da rumziehen und dann wirklich für Psychoterror in dem Film sorgen. Also, da haben wirklich die Infizierten treten in dem Film dermaßen in den Hintergrund. Ich glaube, dass wir 2 Szenen haben, in denen wirklich Action ist mit Infizierte. Das ist dann auch wieder geil gemacht und so herkömmlich, wie man es halt kennt. Die spucken Blut und dann die dann frisch infiziert sind, stehen auf und haben dann sofort rasend und Ding. Und wir haben dann wieder eine richtig coole Szene, wo einem dann in den Augen eingelangt werden und samt der Wirbelsäule der Kopf wieder ausgerissen und so. Also das machen sie schon wieder, das ist auch cool. Aber die Gefahr geht in dem Film nicht vor die Infizierten aus. Im Gegenteil, es ist gerade dieser Samson, ich habe mich wirklich im Kino dann erwischt, dass ich drin sitze und bei einer bestimmten Szene habe ich mir gedacht, bitte, Samson, stirb nicht. Ich war wirklich so weit, dass ich gesagt habe, scheiße, mach das nicht. Also die Gefahr vor den Infizierten wird direkt der Witz, weil diese Jimmys so abgefuckt sind und wirklich Leute da die Jacke ausziehen, oder wie nennen sie es? Irgendwie so sinnbildmäßig, ja. Sie da Nächstenliebe ausüben und dann die Jacke genau. ausziehen, aber die Jacke samt der Haut abziehen und so. Also das ist übelst krass. Also diese Gewalt in dem Film fand ich noch um einiges heftiger, weil der wegen so auf die psychologische geht. Das ist nicht nur Monster und dann geht's ab, sondern wirklich die Gewalt geht vom Menschen aus, in den meisten Fälle, und das ist wirklich bitter. Auch dieser Anfang in diesem Freibad, in diesem Schwimmbad drin mit dieser offenen Schlagader am Bein und so, das war wirklich bitter. Also ich bin wirklich da gesessen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich kein Spaß, das ist kein spaßiger Gore und kein Horror-Action, sondern das ist wirklich ein Terror, das ist wirklich fies. Du hast es jetzt, glaube ich, echt gut formuliert mit, diese Angst rückt nach hinten, aber auch unter anderem eben, weil man jetzt einmal sieht, wie stellen die sich denn eigentlich diese Welt dann vor, diese Infizierten. Und die schauen halt auf einen normalen Menschen und sehen irgendwas komplett Verrottendes. Also wirklich was Bedrohliches, Verrottendes und machen halt im Endeffekt so eine Art Verteidigung, so einen Verteidigungsmove. Ja. Die haben jetzt nicht anscheinend von Haus aus vor, jeden umzubringen, sondern die sehen da Gefahr und wollen es ausschalten. Genau. Das ist natürlich schon geil, weil du halt jetzt mal sagen kannst, okay, das ist jetzt der 4. Film in der Welt und zum ersten Mal siehst du halt dann also richtig, was hat's eigentlich mit diesem Wut-Virus auf sich? Und ich finde, das hat man halt in dem 28 Years Later ja komplett
ignoriert. Ja. Also das hat da wirklich niemanden mehr so richtig interessiert. Warum ist das eigentlich so? Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Kelson da gesagt hat, dass er versucht, das irgendwie zu heilen. Aber der Film, dieser Bone Temple, obwohl eben dieser Kult eigentlich mehr das Gefährliche ist, behandelt auch diesen Wut-Virus weiter und deckt da halt das eine oder andere auf. Und das macht den Film jetzt zumindest in der Reihe wichtig. Genau, und er benutzt eben Themen, die bis jetzt noch nie gestellt worden sind. Es war immer so, dass die Infizierten einfach das Böse waren, die Gefahr. Und das hat für mich eben auch die Filme immer ausgemacht, weil du gesagt hast, okay, die wenn kommen, die kommen dann zu 50, zu 100 und dann geht's da drum und hast keine Chance, weil die Grippen laufen wie der Teufel. Und da, der Fokus verschiebt sich halt jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir es wieder so, dass wir wirklich jetzt da 30 Jahre später sind und sie diese Viren oder diese Infizierten ja auch verändert haben und so. Und da war das schon jetzt in dem Fall also ein Schritt, wo man sagt, okay, man geht dem Ganzen ein bisschen auf den Grund, warum ist dieser Virus so. Wobei ich dann auch sagen muss, warum machen die das außerhalb von England nicht schon lang? Dass man sagt, man forscht da oder so, weil es heißt immer nur von Eindämmung. Eindämmung heißt für mich, sie haben alle Infizierten dann verrammt, so quasi. Aber das muss der Blatterde im Bone Temple, der macht das, der da rundum alles abgegrast hat und Medikamente und so, der schafft's jetzt. Auch der Film ist nicht gefeit von Sachen, die man mal hinterfragen kann. Aber ich finde es einfach runder, weil dieser Kerl nicht einfach so ein sympathischer Charakter ist. Man sieht ja auch mal seinen Tagesablauf, was er so alles macht. Und der hat schon einen grübigen Tag, weißt du, so einmal ein paar Leute verbrennen. Dann macht er aus diesem, fand ich sehr interessant, aus dieser Schwangeren, die quasi eben Vorgänger das Kind gekriegt hat, die Infizierte, die zieht er ja aus diesem Zugwaggon raus und verbrennt der und macht aus der ihre Hüftknochen so eine Art Knochenblume. Fand ich total interessant, also quasi mit der Hüfte, weil die ja quasi dieses Kind geboren hat, macht er quasi so eine Blume draus. Das fand ich total interessant. Also er ist da sehr handwerklich begabt. Ja, er hat ja nicht viel zum Tor. Ja, was da die ganze Zeit? Musikkernchor auch noch. Oh, ja. Wie schon gesagt, da komme ich dann später dann auch noch drauf. Ja. Auf was du ja gerade so ein Stück weit hinaus willst mit, ja, ist jetzt da nicht perfekt. Ich kann die Leute verstehen, die mit dem Film gar nichts anfangen können. Ja. Das sind aber natürlich dann auch die in dem ersten Teil schon nicht dabei waren. Und so wie es ihr auch schon erklärt habt, wenn du nicht weißt, wer ist dieser Samson, wer ist dieser Dr. Ian Kelson, was ist mit dem Spike, dann checkst du da nicht viel. Es war bei uns ziemlich lustig, wir sind ins Kino und dann saßen da schon zwei ältere Herren drin und dann haben die gemeint, ja schau hier, da traut sich ja noch jemand in den Zombie-Film. Und dann haben sie erst nur geratscht und dann sind immer mehr jüngere Leihkämmer, jeder ist dumm kommentiert worden natürlich. Ja. Und dann ging der Film los und dann meint der eine so zum anderen, ich hab voll den ersten nicht gesehen. Boah. Die sind dann auch noch 5 Minuten gegangen. Glaube ich, ja. Du kommst da sonst nicht rein. Also, das hat er schon so aufgebaut, wenn du den ersten nicht gesehen hast, dann brauchst du in den zweiten absolut nicht reingehen. Ich habe mir wieder mein User-Date geschnappt an Franz. Grüße gehen raus. Und wir sind dann auch von dem Film raus noch am Schluss. Und wir waren beide auch der Meinung, dass der um einiges runder ist wie der Years, muss ich sagen. Es ist wirklich so, wie du sagst, es ist halt... Du brauchst den nicht schauen. Das ist ein Mittelfilm. Wenn du den Vorgänger nicht gesehen hast, kannst du das ritzen. Also, geht nicht. Und ich habe jetzt aber auch schon sehr viel gesehen, die den Film, also ich sage jetzt bei Letterboxd sage ich es immer, die dem Vorgänger sehr kritisch gegenübergestanden sind und den Bone Temple jetzt abfeiern. Also, ich sage jetzt bei Letterboxd, da hat jetzt der... So wie du. Ja, so wie ich. Ich bin das Stimme des Volkes. Also bei Letterboxd haben wir jetzt da eben 4,0. Also wo der Film angelaufen ist, waren wir bei 3,6 und jetzt sind wir bei einer stabilen 4,0. Das ist schon stark. Muss ich mal schauen, der Bone Temple, der andere hat, der Years, hat er 3,4. Also er kommt schon besser an. Wobei ich aber befürchte, dass die Leute, die angefressen waren von Years, in Bone Temple nicht mehr reingängen und der Film vielleicht jetzt eine Bauchlandung macht, finanziell. Das befürchte ich irgendwie, weil das Kino bei uns war schon ziemlich leer. Ich weiß ja nicht, wie sich das noch so entwickelt, aber ich befürchte es ein bisschen. Ja, er hat sein Box-Office, sein Budget hat das Box-Office noch nicht eingespielt.
Also es bleibt spannend. Aber du bist ja einer von den Kandidaten. Warum bist denn du jetzt da reingegangen? Verzeih. Weil ich die Ansätze, die neuen Ansätze nicht schlecht fand, nur das ganze Recycelte nicht. Und ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht machen sie jetzt aus dieser ganzen Idee, die ja an sich cool ist, machen sie was draus. Und was haben sie gemacht? Das Ganze kleiner, intimer, nachvollziehbarer. Und das hat mir einen ganz anderen Zugang gegeben zu dem Film. Wir haben mal diese ganze Videospiel-Scheiße ist weg. Das, was mich so nervt. Wenn man wirklich was Innovatives machen möchte, einfach ein cool Apps in das Ganze ausgelutscht, die was Nice einbringen und nehmen aber doch die ganzen Tropes her, die wir seit 20 Jahren Walking Dead und Videospiele alle jetzt schon drin haben. Ja, okay, das kannst du jetzt sagen, dass du es gesehen hast. Aber dir hat ja der erste wirklich nicht gefallen. Er hat seine Momente. Ja, weil ich aber wissen wollte, wie es weitergeht. Natürlich möchte ich das wissen. Weil du neugierig warst. Ja, natürlich. Ich habe ja jetzt schließlich, weiß nicht, 20 Jahre auf 28 Years Later gewartet. Dann kommt das Ding und dann schaut das so aus. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, vielleicht ist da ein großes Ganzes dahinter. Und wenn man das dann so sagt, also die Filme haben teilweise wie Tag und Nacht unterschiedlich. Von der ganzen Herangehensweise. Und das finde ich geil. Das ist schon wieder so eine Trilogie, wo man sagt, okay, da ist nicht jeder Teil gleich. Und vielleicht, wenn man jetzt nur einen dritten Teil hat, vielleicht macht das retroaktiv für mich den Years auch noch mehr ein Stück besser. Also, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass der 28 Years Later ein schlechter Film ist. Er hat nur massive Probleme, meiner Meinung nach. Wo viele andere sagen, er taugt das, verstehe ich auch. Ja, zum Beispiel mit Joey Leikrit habe ich dasselbe angebracht. Habe ich gesagt, hey, ich finde das kacke mit dieser ganzen Videospiel-Ästhetik, mit diesen Tropes. Dann sagen die, was für Tropes? Sie wissen das nicht, kennen das nicht. Sie spielen keine Videospiele und schauen kein Walking Dead. Für die Leute ist der Film natürlich voll cool, weil für die ist das alles neu. Oder beziehungsweise nicht ausgelutscht. Wie gesagt, das ist jetzt wieder so eine Herangehensweise an so ein Ding. An so einen Film. Das ist schwierig. Ich hab Walking Dead auch nicht gesehen. Aber Last of Us. Ja, Last of Us schon, ja. Zum Beispiel. Aber das ist alles dasselbe, das ist immer dieses ganze Endzeit-Ding. Ja, und? Ich finde Last of Us aber auch geil. Ja, das hat mich auch nicht bei der Stange gehalten. Das ist auch wieder alles. Die Folge entwickelt sich gerade in eine Richtung, wo wir nicht hinwollen. Ich sag mal was Positives. Ralph Fiennes, ich liebe Dr. Kelzen. Von mir aus kriegt er nur ein Spin-off, wie es alles losgeht und er nur eine Familie hat. Vielleicht hat er noch Haar, keine Ahnung. Den finde ich so toll. Ich kann dem ewig zuschauen beim Garteln, beim Leitverbrenner, beim Kiffen oder beim Drogennehmen. Dann hört er wieder gemütlicher Musi. Ja. Cool. Das, wo sich da alles aufgebaut hat. Wie eben der besagte Bone-Tempel. Saugeil. Optisch wirklich Schweiners für die Augen. Der ganze Film. Auch die Musik, diese Einsätze. Gibt's jetzt einen coolen neuen Ausdruck. Man nennt das Needle Drops, wenn man Musik in einem Film einbaut. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht ganz dahinter gestiegen, aber letztes Mal habe ich das gehört, so die nennen das Needle Drops. Genau. Auf alle Fälle die Musik in dem Film. Cool. Warum? Wegen der Nadel aufs Vinyl oder was? Keine Ahnung. Ich habe das gehört und habe mir gedacht, oh leck, das ist schon wieder der nächste geile, hippe Shit da, den man dann in irgendeinem Podcast verwenden kann. Aber da muss ich natürlich gleich sagen, klar. Needle Drop. Ein Needle Drop. Ein Needle Drop, was du? Ja. Na, und vor allem, wo man dann sagt, am Schluss vom Einser, dieser Spike, wo du sagst, hey, ja cool, jetzt hat er seine Form gefunden und jetzt ist er da draußen und er weiß, wie die weiter funktioniert und er macht jetzt seine Erfahrungen. Und was passiert? Er wird bei den Chippys aufgenommen und muss Leute Haut abziehen. Krass. Also dieses Ding allein schon, das ist keine so eine direkte Heldenreise, die er durchmacht, sondern es ist wirklich wieder so dieses Coming-of-Age-Ding. Er ist jetzt da in so einer abgefuckten Gruppe drin und muss da mitziehen, weil entweder ist er dann selber dran, oder ja, er steht halt dann allein da mit nix. Dieses ganze Okkulte, das dieser Jimmy da aufzieht und was die Leute dann alles glauben, finde ich auch auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, weil die ja nichts anderes kennen, wie du schon gesagt hast, die sind in dieser Welt aufgewachsen. Auch wo du dann hinmachst zu deinem Magic Moment am Schluss vom Film, die kennen das nicht, die waren noch nie auf einem Konzert, die haben noch nie Iron Maiden gehört, die wissen das alles nicht. Und so kann man halt voll geil diese Figuren manipulieren und diese Tatsache nutzt der Film so toll. Wie findest du denn das, dass die ja im ersten Teil im Endeffekt diese Jimmys oder den Jimmy ja am Anfang schon so präsent eigentlich zeigen, dann den restlichen Film ignorieren, also bis auf verschiedene kleine Referenzen,
Und dann mit dem Schluss, also findest du, dass das eigentlich schon jetzt im Nachhinein ein cleverer Move war? Oder bist du eher so, dass du da denkst, ach, mein Gott, eigentlich, das war ja scheißegal gewesen, ob sie es gesagt hätten oder nicht? Finde ich gut, weil er hat uns ja bei Years Later ja auch schon auf eine falsche Fährte gelockt, weil man ja die ganze Zeit überlegt, wer kann jetzt dieses Kind sein? Weil vielleicht ist ja so, vielleicht ist ja das schon der Vater, vielleicht ist irgendetwas, vielleicht haben sie bestimmt auch schon vergessen. Und dann, ich habe das zum Beispiel mit dem Jimmy, mit dem eingeritzten Jimmy-Schriftzug auf diesem Infizierten, das habe ich zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Und dann kommt dieser Schluss und dann kommt dieses umdrehte Kreuz und dann sagst du, ah ja, das ist das Kreuz von dem, das ist der. Das finde ich schon cool. Dann, dass sich der ganze Film jetzt im Endeffekt, dieser Bone-Tempel, um diesen Jimmy dreht, dass das einer von den Ankerpunkte im Film ist. Wo sie jetzt krass finde, dass man jetzt quasi dann den dritten Teil hat und dieser Jimmy gar nicht mehr vorkommt. Also das ist jetzt wirklich so abgehackt. Das ist zwar jetzt an sich eine Trilogie, aber diese eine Hauptperson geht jetzt quasi nur bis zum Schluss vom Bone-Tempel. Das finde ich dann schon interessant. Wobei man natürlich dann am Schluss vom Bone-Tempel eine Figur dabei haben, um die es dann im nächsten Teil gehen wird, eine sehr prominente Figur. Und das finde ich natürlich schon sehr geil, weil dann ist das alles jetzt wieder so eine Glocke drüber über das Ganze. Jetzt haben wir wieder dieses eine Universum-Ding. Und das finde ich schon einen coolen Schachzug. Ich muss mich jetzt ein wenig kryptisch ausdrücken, weil das mag ich vielleicht jetzt noch nicht direkt auf den Bauch binden. Oder soll man es sagen, Corby? Soll man es sagen? Na, lass mal eher den Spaß. Soweit, es kommt am Schluss von Bone-Tempel was vor. Und das ist jetzt quasi so dieser Imperium schlägt zurück Moment, offenes Ende, aber wir haben Aussicht auf was ziemlich Cooles. Genau, man sitzt da und denkt sich, boah, Ajahi, ja, endlich. So, jetzt habe ich es schon verraten. Gut. Wird der eine Bombe zünden oder nicht? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ja. Du hast es ja schon gesagt, der dritte Film ist bereits mit grünem Licht versehen. Ja. Also der geht jetzt dann in die Entwicklung. Und ich bin schon gespannt, wann wir den dann kriegen. Aber ja, wir werden jetzt nicht das Glück haben wie bei Years und Bone-Tempel, dass wir nicht einmal ein Jahr Abstand haben. Und ich finde es aber super. Also wirklich ganz, ganz toll. Zeitlich, dass jetzt da 28 Years Later nochmal bei Netflix rausgekommen ist, kurz bevor Bone-Tempel dann in die Kinos kam. Schlauer Schachzug und ich habe mega geile Zeit gehabt im Kino. Das muss man auch sagen. Und er dauert fast 2 Stunden. Ich glaube, Stunde 50 und die Zeit nutzt er. Wirklich, wirklich toll. Und wo sie auch wirklich diese permanente Gefahr, die vom Jimmy ausgeht, diese Figur, wie dieser Jack O'Connell den spielt, finde ich mega. Den haben wir vor kurzem erst gesehen in Sinners, oder Blood and Sinners, da ist er ja dieser Obervampir. Und er ist ja einer von diesen oberasozialen Kids bei Eden Lake. Also der ist schon ein wenig länger so im Genre unterwegs. Aber da, wie er diesen Jimmy spielt, finde ich mega. Unberechenbar. Dieser okkulte Hintergrund, dieser Wahn, wo man jetzt nicht weiß, glaubt er den Scheißdreck selber, den er verzeiht? Oder verzeiht er das nur seine Jünger, dass die mit ihm mitziehen? Toll. Auch dann, du hast um bestimmte Figuren die ganze Zeit Angst, weil dieser Jimmy nicht einzuschätzen ist. Dann ist er Schritt wieder mal ganz nett daher und dann kommen aber wieder irgendwelche Aussagen, was heißt, also wenn das und das nicht klappt, dann bist du halt leider totes Fleisch. Dann wird dir da quasi die Jacke ausgezogen. Diese Figur, wie die angelegt ist und wie der Jack O'Connell das rüberbringt, ist ein riesiges Highlight. Voll toll und und dann das Aufeinandertreffen dann mit bestimmten Figuren, du hast einfach nur Angst die ganze Zeit, dass die Figuren, die du magst, dass denen nichts passiert. Ja. Und das macht halt ganz toll. Schöne Überleitung hin zu Tops und Flops. Das können wir ganz gern machen. Und du darfst gleich weitermachen, weil so wie du gerade davon geschwärmt hast, klang das schon fast wie ein Top. Ja, kann man gerne so nehmen, aber ich hätte noch was anderes. Es ist ein wenig primitiver. Was ich voll krass fand, wo ich auch im Kino gesessen bin, und ich hab mir fast Augen zugehalten, weil ich es so widerlich fand, wo der Samson den Typen, dem er einen Kopf abgerissen hat mit der Wirbelsäule, einen Kopf aufbricht, wie er Orangen oder wie er so eine Melone, so,
Und dann gelangt er da voll mit der Hand ein, reißt ihm da das Gehirn raus in Fetzen und frisst es. Und der sitzt da mit einer Ruhe, der Zipfel hängt ihm oben, den abgeschnittenen oder abgerissenen Kopf im linken Arm, wie wenn er den Schwitzkasten so hält, und greit eine wie in einem Popcorn-Eimer und frisst da gemütlich das Gehirn aus. Ich war auf einer Seite so amüsiert und angewidert, ich fand das einfach toll. Wie er da sitzt, so mit sich zufrieden und dann schaufelt er da das Hirn rein. Fand ich geil. War eine richtig schöne Szene. Und mein Flop ist ein bisschen wie die mit die hemdsärmlich mit den Jimmys umgegangen wird. Weil im Endeffekt, diese Welt ist ja im Arsch. Aber du siehst diese Jimmys nie mit einem Rucksack, mit einem Schlafsack, mit einem Lager oder sonst was. Alle anderen, die da in dieser Welt sind, die bauen was an, auch die Leute, die es da angreifen. Jeder schaut irgendwie, dass er seinen Lebensunterhalt ein bisschen bestreiten kann, sage ich jetzt einmal, dass er was anbaut oder sonst was. Und braucht man keiner erzählen, dass die Jimmys nur weil rumziehen und plündern, weil so viel verdammte Leute gibt's dann nicht mehr in dieser Welt, die es die ganze Zeit plündern kannten. Das ist selbst, wo ich dann so ins Überlegen gekommen bin, okay, die ziehen rum und verwüsten alles auf einem Weg und bringen alle Leute um und fressen sie durch. Aber das kann ja auch nur eine bestimmte Zeit machen. Aber die haben ja nichts. Die haben ja nicht diese Basis. Weiß nicht, ob das dieses Freibad ist, aber was hast du in einem Freibad, bitteschön? Das, was man am Anfang sagt. Das fand ich ein bisschen, okay, was machen die ganze Zeit? Die ziehen da rum. Die haben, von denen ja fast eigentlich nichts außer das Bessern. Das fand ich Ich wirklich hätte blöd. tatsächlich erwartet, dass sie irgendwie in einem Mall oder so sind, Irgendwie sowas. wo ein Haufen Konserven da nur dort waren. Aber ja, du hast schon recht. Das ist eigentlich eine große Logiklücke in diesem sehr realistischen Film. Auf jeden Fall. Na, wie gesagt, für das, dass die so viel Raum kriegen, die Gruppe an sich, sagt man zu wenig von einer. Also man weiß von denen nichts, was die so machen und Ding. Und das ist dann schon so, wo ich sage, ja, okay. Aber das ist jetzt nirgends auf hohem Niveau. Ich habe mir so geschwankt zwischen 4 Sterne und 4,5 Sterne, aber ich bin so happy vor dem Film raus. Ich habe mir jetzt 4,5 Sterne gegeben und war schön. War schön. Ich freue mich auf Teil 3. Sehr schön. Ich auch. Und jetzt kann ich endlich über mein Top reden. Ja, endlich. Aber es ist ja sehr kurz erzählt. Gegen Ende des Films muss der Dr. Kelson die Jimmys dafür überzeugen, dass er der Teufel ist. Und wie man halt dann schon im Verlauf des Films merkt, er hat einen Plattenspieler und offensichtlich ja irgendwo Boxen. Und präpariert das Ganze so, dass er dann passend dazu Iron Maiden mit Number of the Beast abspielt. Ja. Und er machte eine Performance. Herrgott, hat das Spaß gemacht, ihm dazu zum Schauen. Voll geil. Schaut dann nur, dass die anderen dann Koks einnehmen und dann high werden davor. Also ich glaube, es war Koks. Bin mir aber nicht sicher. Sei Barts halt da, keine Ahnung. Der Irgendwie Barts, so. Ja. der weiße Barts. Und das war richtig cool. Insgesamt diese ganze Schlussszene da, wo er dann die davor überzeugt, dass er der Teufel ist, das steht ihm auch echt gut. Also, er ist halt einfach der Voldemort, gell? Ja, schon. Was aber eigentlich ein Flop ist für mich, weil warum muss das schon wieder der Iron Maiden sein oder so? Ist zwar mit Number of the Beast und Satan und so schon wieder gut, aber wäre cool gewesen gewesen, wenn es Gutterlachs gewesen war oder sowas. Aber mal was anderes, war geil gewesen. Ist eigentlich Ich ein Flop. fand Iron Maiden schon aber gut. Gutterlachs. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr lieber Gutterlachs gehört hättet beim Bone Temple anstatt Iron Maiden. Corby, was hat dir gar nicht gefallen? Außer, dass Gutterlachs nicht dabei waren. Ist schwierig, tatsächlich, weil ich hab mit der ersten Hälfte von dem Film echt so Angst gehabt, dass das schlechter wird, je länger der Film geht, weil, und das ist jetzt mein Flop, der schmeißt die halt da echt einfach Vollgas rein. Also die erklären da gar nichts mehr. Ihr habt nämlich den 28 Years Later nicht als Vorbereitung gesehen, sondern halt wirklich das letzte Mal da, wo wir auch drüber geredet haben. Das ist schon eine Zeit lang her. Und dann fällt er schon ein, ja, der Chlor, weißt du, das ist mir bei mir eingefallen, wie er richtig heißt, Spike. Das ist mir auch erst viel später dann eingefallen. Weil er heißt ja dann Jimmy. Er heißt ja dann ja, immer eben. Spike. Ja, eben. Also irgendwann einmal endlich seinen Namen dann sagt. Und dann, klar, an den Dr. Kelson kannst du dich sofort erinnern und auch an den Samson. Aber da fand ich das halt auch irgendwie komisch. Okay, die turteln jetzt da so miteinander rum. Natürlich wird's erklärt,
Aber es war für mich nicht gleich einordnbar, zu welcher Zeit spielt es denn? Weil es hätte ja theoretisch auch nochmal irgendwie eine Zeit davor oder ewig danach spielen können. Aber jetzt, wo du vorhin das erklärt hast mit der Schwangeren und so, ja, stimmt, das muss ja dann eigentlich wirklich alles kurz drauf gewesen sein. Ja, irgendwie so. Ist dir aufgefallen, dass ein Samson sein Pipperl kleiner geworden ist, wenn er nicht mehr infiziert oder wenn er dann wieder oder nicht mehr infiziert ist oder geheilt ist? War sein Pipperl da kleiner? Kannst du nicht sagen, es tut mir leid. Ich muss ihn nochmal anschauen. Ich schaue dann genau hin. Ja, also die zweite Sichtung, da geht es nur um Penis-Watching. Aufpassen. Ja, gut. Und wie es der Mike gerade schon gesagt hat, Trompeten haben wir mir in dem Film. Haben wir mir Titten in dem Film. Haben wir. Wo wir wieder bei der besagten Schwangeren sind. Die, wenn er ausdruckt, dann sieht man es nackig vor ihm. Ich habe jetzt nämlich gedacht, gehäutet zählt vielleicht nicht. Erzählt das. Boah, das ist so asozial. Das ist so asozial. Ja, aber irgendwie haben wir, also wir haben auf jeden Fall Möpse drin. Ja, und haben wir mehr tote Tiere? Ja, haben wir auch. Also, das heißt, volles Wieder Programm. ein ausgerissener Elchkopf oder Rehkopf oder irgendwie so war das, gell? Und wir erben den sagt, Ja, der bringt ihn und sagt, da schau her, haben wir wieder gut. ja, geil. Ach ja, schöner Film. Schöner Film. Ja, also wir freuen uns schon auf den dritten Teil und mich freut's vor allem, dass er dir gefallen hat. Also Ja. ich finde das wirklich schön, weil ich glaube, das macht also ein Stück weit den ersten wieder heile und jetzt hast du die komplette Reihe wieder lieb. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich mag ja lieber Filme, bevor ich es nicht mag. Und ich freue mich immer, wenn ich vom Kino dann rausgehe und sage, ja, das ist wieder so ein Film, der taugt mir. Und das mag ich. Ich nörgel ja nicht, weil ich einfach gern nörgel, sondern weil mir manche Sachen ein bisschen stören. Aber in dem Fall war es halt wirklich ein rundes, schönes Ganzes. Hat mir gefallen. Sehr schön. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr vom Bone Temple heute oder ob ihr schon gar nicht mehr reingegangen seid, weil ihr gedacht habt, na, der Mike hat schon recht. Zu lange Schwengel in einer apokalyptischen Welt? Nicht mit mir. Zu lange Pimmel, zu kurzer Film, was soll das? Da passen die Proportionen nicht zusammen. Was ist da los? Oh Gott. Schön. Dann, Mike, vielen Dank für diese wunderbare Aufnahme und ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Der beste Podcast vom Bone Temple auf jeden Fall, oder? Ja, richtig. Haben die da Podcasts gehört, glaubst? In der Apokalypse? Nein, die haben sie das selber dann erzählen müssen. Vielleicht hört uns einmal irgendjemand, wenn die Welt am Arsch ist. Vielleicht ist die Welt am Arsch und irgendwann legt einer das Ei und sagt, hey, das ist geil, was die verzeihen. Da ist die ganze Apokalypsen-Scheiße gar nicht mehr so schlimm. Ihr könnt euch zwar dann keinen einzigen Film mehr anschauen, über den wir da eigentlich reden. Also der Podcast ist doch voll für den Arsch. Aber egal, ja. Egal. Also wenn uns jemand hört im Jahr 2000, was weiß ich, und der in einem Wasteland irgendwo ist und mal gegen Zombies kämpfen muss, wir fühlen wir euch, wenn wir die Filme alle gesehen, was das gerade durchmacht. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Die hören sich das dann an und wünschen sie die ganze Zeit, dass man spoilert, weil sagen sie Ja, Alex, stimmt. Passt. Also, danke fürs Zuhören wieder. Servus und Habitäre. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.